Heute gibt es bei uns Fajitas. Und zwar haben wir hier aus England noch so dieses Fajita-Gewürz, also mit dem würzen wir das Hühnchen. Das fange ich jetzt auch gleich damit an, damit das noch ein bisschen ziehen kann. Wir machen ja total viel und gerne Wraps, weil man die einfach mit allem füllen kann, was halt noch so im Kühlschrank rumliegt. Deshalb haben wir auch nicht so das eine Standardrezept, sondern wir haben halt einfach die, was gibt der Kühlschrank gerade her, Rezepte. Ich mache ein bisschen Öl dran, das ist normales Sonnenblumenöl, damit das Pulver hier das Gewürz halten kann. Dann machen wir hier ein bisschen was von dran. So. Und da das so im Beutel ist, kann man das jetzt wunderbar ein bisschen durchkneten. So, währenddem das jetzt noch so ein bisschen einzieht, mache ich mich mal an das Dressing, an die Soße. Ich habe hier noch so ein bisschen Creme Fraiche übrig. Auch hier, ich nehme jeweils gerade, was es hat. Wenn es noch Joghurt hat, dann mache ich einen Joghurt-Dip dran. Wenn es Creme Fraiche hat, dann das. Und sonst einfach irgendwie mit Mayo liegt immer rum oder Ketchup oder was man halt einfach gerade rumliegen hat. Ein bisschen Senf, gibt immer noch ein bisschen Geschmack, noch ein bisschen Mayo und natürlich Gewürze. Dann fangen wir hier mit dem Gemüse an. Dann haben wir hier noch eine rote Paprika. Dünne Scheiben, weil ich die ja roh reinmache. Ich werde die danach mit dem Hühnchen noch ganz kurz in der Pfanne, in der Bratpfanne rechts, links wenden, aber wirklich nur kurz. Die haben wir auch geschnitten. Salat. Normalerweise würde ich den jetzt einfach so halbieren und dann kann man den gerade schon schön klein schneiden. Aber ich brauche nicht so viel und deshalb nehme ich immer so die ersten 2 Blätter, die würde man ja normalerweise wegmachen. Ich lasse sie immer dran, weil die schützen mir das Innere vom Salat. Und so kann ich einfach jedes Mal, wenn ich nur so ein bisschen was brauche, zupfe ich mir hier so 1, 2 Blatt ab, pappe ich die wieder drüber. Und dann werden nur die hier draußen lahm und nicht der Salat an sich. Gemüse ist fertig, Dressing ist fertig. Dann schwenken wir herüber zur Bratpfanne. So, noch mal ein bisschen was Öl rein. Übrigens, ich habe hier ein Feuerzeug. Ihr seht das, da passiert gar nichts. Das geht nicht mehr. Und jetzt zeige ich euch, dass das sehr wohl noch geht. Ha, der Funken reicht. Und so glaubt mir ganz bestimmt niemand, der einen Grill draußen anzünden möchte, mein Feuerzeug. Weil für das reicht das natürlich nicht. Das ist also so ein kleiner Hausfrauentipp oder allgemein Küchentipp, wer mit Gas kocht. Die kaputten oder die leeren sind auch noch zu was gebrauchen. Und das jetzt langsam warm wird, kann ich hier drüben schon mal die Wraps soweit vorbereiten. Der Salat kann schon mal rein. Hier fängt es an zu brutzeln, gut so. Hier hinten habe ich noch Mais. Mais gehört ja irgendwie auch immer in Tortillas rein. Ich mache den Saft jetzt extra noch nicht ab, weil ich brauche garantiert nicht alle Maiskörner. Zwiebeln mal noch schnell ein bisschen rein. Ein paar frische Kräuter hier rein tappen. Da sind die ja hier gewachsen sind. Brauche ich die auch nicht zu waschen, weil ich weiß, wo die an sich haben. Haben wir jetzt Platz für die Zitronen. Werden wir hier diesen Chicken mal an. Schön saftig, perfekt durch.
Dann wichtig, die Alufolie schnell bereithalten, damit man das Ding gleich festpappen kann. So, und das war's auch schon. Und dann haben wir doch hier ein leckeres Burrito oder Taco oder wie man das auch immer sagen will, Trio. Wenn ich jetzt auf der Kamera schnell schaue, 20 Minuten. Guten Appetit zusammen.